Wir sehen es da im Hintergrund. Der Greini Rickur, eigentlich müsste man eher Türkisrücken nennen als Grünrücken, weil die Farbe enttäuscht nicht. Man sieht wahnsinnig schön und Alter, geilste Aussicht. Wahnsinn. Also, dauert nicht lang, unser erster Bach ist zu klären, aber der ist gut. Okay. Jetzt ist der Boden schon ein bisschen so wenig begangen gewesen, dass ich fast ein wenig Angst gehabt habe, dass wir vom Weg abgekommen sind. Oh. Sehr gut. Aber es sind alle Wanderwege, alle größeren Wanderwege in Island mit so kleinen Stempeln markiert. Man kann sich praktisch nicht verlaufen. Yay! So, wir haben jetzt ungefähr 2 Kilometer vom Weg schon geschafft und die Landschaft ist wirklich herrlich mit den ganzen Bächen auf der Seite, die Berge und natürlich dieses traumhafte Wetter. Gleich vorweg, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, dass wir so ein Wetter haben, ist ein ziemlicher Maßen. Also, ja, wir haben Glück, das ist schön. Axel, wie gefällt uns die Wanderung bisher? Sehr schön. Die Landschaft ist atemberaubend, der Weg ist nicht viel begangen, was den Vorteil hat, dass wir fast alleine da sind. Es gibt dem Ganzen nochmal ganz einen eigenen Vibe. Wir sind natürlich fast am Polarkreis, das heißt, Schnee liegt sehr lang da und wir haben unser erstes Schneefeld, das wir queren dürfen. Schaffen wir das? Natürlich. Also nach ungefähr 2,5 Kilometer beginnen dann ein paar Schneefelder, die man überqueren muss. Ihr seht es da in Axel, wie der das ziemlich gut meistert. Es ist absolut unproblematisch, man braucht keine spezielle Ausrüstung. Wer sich unsicher ist, ist mit Stecken, also Wanderstöcke natürlich sehr gut beraten. Haben wir halt jetzt nicht dabei, also kein Problem. Eine andere Sache, die wir euch nur kurz sagen wollen, ist, dass da neben diesen Schneefeldern sehr steile Geröllpisten sind. Hin und wieder kommt da mal ein kleinerer oder größerer Stein runter, das heißt trotzdem immer Augen auf, wachsam sein und nicht so wie ich gerade zu lang sinnlos unter dieser Piste herumstehen. Also schnell weiter, dass uns kein Start trifft. Nicht vergessen sollte man natürlich beim Wandern immer Trinkpausen. Wir haben heute pro Person ungefähr 2,5 Liter dabei, was wahrscheinlich zu viel ist, aber wir sind da die Typen, die lieber gerne mal zu viel Wasser dabei haben, wurscht ob jetzt in Österreich oder in Island oder sonst irgendwo. Hier gibt es natürlich sehr viele Bäche, wo man theoretisch das Wasser problemlos anfüllen kann. Wir empfehlen natürlich eher, dass man das nicht am Beginn der Wanderung macht, sondern eher flussaufwärts Richtung Beginn des Flusses sozusagen.
da natürlich entlang des Weges diverse Menschen und Tiere in den Fluss urinieren konnten. Oder zum Beispiel haben wir es auch schon gesehen, dass einmal tote Tiere in einem Fluss liegen oder andere Verunreinigungen sind. Und je weiter oben am Fluss man ist, desto sicherer ist das Trinkwasser. So, hinter mir, also vor uns vom Weg her, befindet sich jetzt die erste nennenswerte Steigung. Wir sind gerade generell ein bisschen verunsichert, da wir schon fast die Hälfte des Weges von den Kilometer her erledigt haben und erst 1 Stunde vergangen ist und insgesamt der Weg mit 4 Stunden angeschrieben ist. Was kommt da? 1000 Höhenmeter? Wir wissen es nicht. Mal schauen, ich muss jetzt dem Axel wieder nachkommen. Ja, die Farben. Nice. Nach einigen sehr, sehr steilen Stücken, wo wir jetzt keine Videos gemacht haben, da wir uns ein bisschen mehr aufs Gehen konzentrieren haben müssen, sind wir jetzt im nächsten Terrain angekommen sozusagen. Da bläst der Wind wieder. Ja, jetzt geht's wieder etwas schöner, einfach nur geradeaus. Mal schauen, was noch kommt. Also, es ist windig, da oben, schauen wir, ob die Aufnahme was wird. Zwischen den 2 Bergrücken, die man da sieht, ist es schon ein bisschen sichtbar, das Türkise, also der türkise Rücken. Wir vermuten, dass der dort ist. Schauen wir mal, ob wir recht haben, das schaut schon farblich extrem nice aus. Okay, wir sind jetzt bei einem unfassbar steilen Stück angekommen. Wir bereuen gerade so hart, dass wir unsere Wanderstöcke im Auto gelassen haben. Wieso dann wir das? Ja, der Axel sagt, es geht. Wir kriegen es irgendwie hin. Aber Tipp, Wanderstöcke. Ja, die Vollspuren sind überall da. Ja, haben wir ein wenig eine größere Flussquerung. Vielleicht geht es da vorne besser, ha? Was ist die Alternative? Schon rausziehen. Sollen wir das machen? Wollen wir aber vermeiden. Ja, wenn es keine Brücke gibt oder Steine, dann gibt es beim Becken nur eine Lösung. Und zwar schön rausziehen. Gut, ja, das ist nice. Das ist saukalt. So, Gletscherbachquerung überstanden. Axel, wie war die Experience? Egal. Schön kaltes Wasser, wie bei uns. Ist der Fuß wieder frisch.
einen stinkenden Socken. Wieder zurück rein in die stinkenden Socken und noch die letzte Etappe hinauf und dann sind wir schon bald da. Laura, ist es ein wenig steil? Alter, wie kommen wir da jemals wieder an? Warum haben wir keine Stecken dabei? Nein, ich glaube, mit Stecken war es da nicht besser. Zum Abend vielleicht schon. Axel, Das war der letzte Anstieg. Wir sehen da schon da vorne und der ist richtig geil. der sticht richtig außer. Wahnsinn. Wahnsinn, ist das geil. Ich glaube, ich brauche nicht drauf sagen. Ich meine, den sieht man. Wow. So, ich glaube, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, dass das der letzte Anstieg war. Es war der letzte Anstieg. Was wir jedoch ein bisschen vergessen haben, ist, dass wir da jetzt da wieder runter müssen. Also man sieht, wo der Berg ist. Es sind jetzt einmal einige Höhenmeter runter. Tja, immer noch nicht da. Wir sehen da im Hintergrund der kleine Rücker. Eigentlich müsste man eher Türkisrücken nennen als Grünrücken, weil die Farbe enttäuscht nicht. Man sieht wahnsinnig schön und eure geilste Aussicht. Wahnsinn. Wir sehen gerade nur, dass uns unten ein ziemlich breiter Bach erwartet, den wir queren müssen. Wir schauen gerade einer Gruppe zu, wie die das machen. Ja, wird lustig. Pro-Tipp, es geht gerade ziemlich steil runter und es ist sandig. Und Leute wie ich, die die da unfähig sind, machen das so. Und der Axel schaut sich von mir. Es ist echt kein gutes Stück. Axel. Ja, mit Stecken und Sockenschuhe waren wir ein wenig weitergekommen. Wir haben jetzt aber beim Anblick des Baches gesehen, dass wir da wahrscheinlich nicht durchwarten wollen. Einfach sicherheitshalber. Darum werden wir wahrscheinlich auf dieser Seite bleiben. So, Front Row Seats für den besten Ausblick haben wir trotzdem. Wahrscheinlich. Also, wir haben die Wanderung geschafft und sind endlich angekommen. Es hat sich definitiv gelohnt, 8 Kilometer zu gehen. Wir haben ungefähr 3 Stunden 20 gebraucht. Und ja, wir würden sagen, das war es das Ganze wert. Ja, während wir jetzt zurückgehen und ja, es ist ja erst die Hälfte, könnt ihr schon unser nächstes Video schauen. Viel Spaß dabei!